Schweizer Gastfreundlichkeit ist ja so kompliziert. Also ich meine, der Gastgeber sein bei den besten Kollegen ist easy. Nehmt euch alles raus, Zugasse, Tugasse, was weiß ich, oder? Aber sobald Grosspapi, Eltern oder irgendwie einfach Leute vorbeikommen, wisst ihr, wie mich mein Grossvater angeschaut hat, als ich ihm gesagt habe, ich habe keine Kaffeemaschine daheim. So einen Blick werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen. Er hat mich angeschaut, als ob ich wirklich, das ist ein Bagatelldelikt in der Schweiz. Zum Glück kann ich ihn beruhigen mit einem Tee, okay? Wenigstens kann ich Tee machen. Die ganzen Snacks habe ich auch ganz vergessen. Grissini, irgendwie Salzstängel oder so parat legen. Dann hat mich mein Grossvater noch gefragt, ja Max, dann bestell doch mal so eine Kaffeemaschine. Ich so, ja, voll sicher mache ich. Aber er so, mit Espresso, ganz wichtig. Ich so, God damn, okay, ist ja gut, ist ja gut. Tut mir leid, Obi, tut mir sehr, sehr leid, dass ich da nicht... Ich meine, dass man ja die Wohnung so und so ganz, ganz schön aufputzt und alles Mögliche macht. Das ist ja logisch, man putzt ja immer auf, oder? Man will ja die gute Seite zeigen von einem, oder? Aber wisst ihr, was er am meisten schlimm gefunden hat? Aber auch irgendwo berechtigt. Ich habe seit 2 Monaten keinen Tisch bei mir in der Wohnung. Ja, er hat gesagt, das Sofa geht auch. Das Schlimmste ist, wenn Leute dann auch noch sagen, hey Max, ist okay, wenn wir zum Essen bleiben? Ja, und was wollen wir? Pizzaofen oder Ofenpizza? Oder, also, ich habe noch so ein Fertiggericht vom Migros, von der Migros. Oder ein bisschen übersalzene Penne kann ich auch machen, gar kein Problem. Schreibt mal in die Kommentare, könnt ihr gut kochen? Falls ja, was ist euer Lieblingsgericht? Also ich wäre froh, wenn jemand vielleicht noch so ein bisschen Kochunterricht mir geben könnte.